Aber ich kann noch schnell ein bisschen euch mitgeben, was es alles für andere Abteilungen noch gibt. Aber merci für die Frage übrigens. Dass das ein bisschen fassbarer ist. Nebst der ENR-Abteilung, was gibt's jetzt so, eben, was ist in so einem Haus, in so einem Labelhaus? Ich bin da eher von einem grösseren Label ausgegangen, also von einem Major-Label. Aber die Abteilungen gibt's mehr oder weniger auch bei kleineren Indie-Labels. Das ist eigentlich das Prinzip bei allen Labels mehr oder weniger das Gleiche. Aber das sind ein bisschen folgende Abteilungen, mit denen Künstler sonst auch noch Kontakt hätten bei einem Label. Also es sind jetzt explizit eher Abteilungen, die ich da erwähne, wo jetzt Künstler auch mit denen zu tun hätten. So. Und das sind ganz viele, die man da könnte nennen. Aber so die wichtigsten, mit denen man als Künstler bei einem Label auch noch irgendwie zu tun hätte, wären sicher mal die Promo-Abteilung. Alles, was mit Promotion zu tun hat. Zudem gibt's übrigens auch auf YouTube Shameless Plug. An der Stelle gibt's dort auch eine Folge über Mediaarbeit und Promotion, wie man das selber machen kann als Künstler. Aber ja, die Promotion-Abteilung oder ein Promo-Manager. Mit dem hat man als Künstler oder Künstlerin auch noch oft Kontakt, natürlich, weil ein Promo-Manager bei einem Label halt dafür zuständig ist, dass das Projekt, das gesigned ist, der Künstler, dass das gegen aussen kommuniziert wird. Und das ist, wie das vorher jetzt das Beispiel war, wegen dem bin ich jetzt ja auch ein bisschen spät gewesen, die Radiopromo, die wir da gemacht haben in Zürich, mit dem Davil, die ist halt auch über das Label aufgesetzt worden. Und all die Koordination, das macht halt meistens die Promo-Abteilung, alles was mit Mediaarbeit zu tun hat. Dann hat's die Marketingabteilung und bei der Marketingabteilung ist halt eben der Product Manager oder Product Managerin meistens. Bei ganz grossen internationalen Labels, also in anderen Ländern gibt's halt dort so Marketing Manager, dort sind's dann wie so einzelne Stellen. Aber in der Schweiz ist das in der Marketingabteilung meistens der Product Manager, wo dann eben die Rolle, wie ich das vorher schon erklärt habe, spielt, dass das so ein bisschen die Projektkoordination ist, so alle Infos und alle Release-Plan und Marketingplan, die werden halt dann von Product Manager gemacht. Und das sind dann meistens die Personen, die alles im Blick haben zu einem Künstlerprojekt. Darum hat man auch vielmal auch als Künstler oder Künstlerin mit denen zu tun, weil das wie so, dort fließt halt alles rein. Auch die anderen Abteilungen, die ich da jetzt werde nennen, fließen alle dort in Product Manager rein, sozusagen. Dann gibt's die Abteilung Sales und Vertrieb. Das ist auch ganz einfach erklärt. Das sind Key Account Manager, nennt man die. Die gibt's aber auch in allen anderen Marketingstrukturen oder Unternehmen. Das sind Verkäufer von den Labels. Ein Key Account Manager ist dafür da, oder die Sales Abteilung, also die Verkaufsabteilung von einem Label, ist ganz einfach dafür da, dass alle digitalen Händler, oder früher sind es noch ein paar physische Händler gewesen, aber die sind jetzt leider irgendwann einmal nicht mehr existent in der Schweiz, so. Die sind dafür zuständig, dass alle Händler, egal ob physisch, digital, aber vor allem digitale oder Streaming-Händler, dass die Ware, also das Produkt, das kann halt ein Release sein von dem Künstler, ein Single oder ein Album oder ein EP, dass das Produkt im Handel so gut es geht ausgeschöpft wird, beziehungsweise so gut es geht gefeatured wird. Das sind halt Verkäufer von den Labels, die das machen. Das heisst, die reden auch mit den Digitalhändlern und sorgen dort dann dafür, dass es halt im Idealfall ganz gute Features bekommt, so bei den Streaming-Anbietern. Für das ist eigentlich die Sales-Abteilung da, aber insgesamt einfach zum halt, die schauen halt drauf, dass halt Umsatz gemacht wird. Ja, das ist halt am Ende vom Tag immer noch das Business, Labels oder die Musikindustrie, darum heisst es ja Musikindustrie oder befassen wir uns da mit Musikbusiness bei dem Podcast. Aber die schauen halt, dass der Umsatz nachher stimmt und dass das Projekt, das man pusht, dass das halt auch einen gewissen Wert reinholt oder Geld einbringt, einfach gesagt. Genau, das ist die Sales-Vertriebsabteilung. Dann gibt's in den meisten Fällen mittlerweile, wo ich noch angefangen habe, hat es das noch nicht so gegeben als einzelne Abteilung, aber mittlerweile in der Schweiz gibt's jetzt auch Content-Abteilungen, Content- und Social-Media-Abteilungen. Social-Media-Manager hat es schon länger gegeben, natürlich, wegen Instagram und Co.
Aber ein Social Media Manager oder ein Content Manager heutzutage bei einem Label tut sich halt das Ganze, kümmert sich bei einem Künstlerprojekt um das ganze Auftreten auf Social Media oder auch dort die Kommunikation. Die sind halt eng vereint auch mit der Promo-Abteilung, weil die halt schauen, dass die Kommunikation muss stimmen, wo man halt auf Social Media macht und auch in den Medien. Und der Content-Teil von dieser Abteilung ist halt dazu da, dass man halt vielleicht irgendwie teilweise einen Filmer gestellt bekommt oder irgendwie einfach neue Content-Sachen macht, wo ein Label könnte helfen mit ihren Ressourcen. Social Media mäßig als Manager, das ist jetzt recht selbsterklärend. Die schauen halt dann einfach, dass es auf den Social Media Plattformen klappt oder funktioniert, das Thema, logischerweise. Genau. Dann gibt's noch eine Katalogabteilung. Die sind eher so ein bisschen im Hintergrund. Nichtsdestotrotz eine sehr, sehr wichtige Abteilung. Ich gehe jetzt da nicht mega rein in das Thema, weil ich eigentlich eine andere Episode mal dazu machen. Aber ein Katalogmanager, müsst ihr euch vorstellen, ist wie so dazu da, dass der Katalog von einem Künstler oder einer Künstlerin noch geschaffen wird. Was ist jetzt Katalog oder was ist Catalog so auf Englisch? Das ist in der Regel, ich weiß nicht, ob sich die Zeiten ein bisschen verschoben haben, aber alles nach plus minus 18 Monaten, so ist schon mal der Richtwert gewesen, wo ich noch irgendwie bei einem Major gearbeitet habe oder bei einem Label generell. Alles nach 18 Monaten gilt das als Katalog von einem Label. Und wenn ihr jetzt euch vorstellt, irgendwie Künstler, internationale Künstler X, ohne jetzt den Namen zu nennen, released neue Songs, aber die haben schon einen riesen Katalog vorher gehabt, wo sie halt im 2018, 2017, 2016 auch Songs released haben, dann ist die Katalogabteilung dafür da, dass halt die schaut, dass noch die 2016 Songs auch noch laufen. Und dort, Fun Fact, oder halt dann der Side Fact natürlich, dort kommt natürlich mehr Geld rein, in den allermeisten Fällen mit dem Katalog, machen halt viele Labels, wenn nicht alle, den grössten Teil von ihrem Umsatz. Weil wenn du dort schon 15 Alben released hast, oder du hast 10 Alben released als Künstler, dann hast du natürlich auch neue Sachen, die du vielleicht releasest, die in diesem Jahr rauskommen, in dem jeweiligen Jahr. Aber all deine alten Sachen werden halt auch gestreamt. Die werden auch noch alle konsumiert, so, wenn man einen guten Job gemacht hat. Und wenn nicht, wenn man das in Erinnerung rufen muss, für das sind halt dann Katalogleute da. Das sind wie so ein bisschen die Geister, die dort im Hintergrund arbeiten, die halt dann ab und zu noch ein bisschen, so ein bisschen dir die Info geben, übrigens, der hat auch noch ein altes Album oder ein altes Projekt, der Künstler oder die Künstlerin, wo auch genial ist, das sollte man auch anschauen. Und die machen eher Kommunikation nachher mit alten Releases. Genau, das ist eine Katalogabteilung. Und dann gibt's noch, wenn man dann jetzt in Deutschland würde schauen, Frankreich und so den umliegenden Ländern, wo halt Labels ein bisschen grösser sind, die Majors vor allem, oder gewisse Indie-Labels, die halt grösser sind, gibt's halt noch ein paar Abteilungen, die dort noch ein bisschen grössere Rolle spielen. Zum einen ist das zum Beispiel eine CRM-Abteilung. CRM steht für Customer Relationship Management. Könnt ihr einfach mal googlen. CRM, Marketing, was das ist. Wird auch unterschätzt natürlich, aber das sind die Managers bei diesen Labels, die sich um die Fan-Communities kümmern. Und dass die halt bewirtschaftet werden. Das sind auch eher, die fühlst du nicht, die sind eher im Hintergrund, die Personen. Aber nichtsdestotrotz halt eine hure wichtige, essentielle Abteilung, weil halt dort bei grösseren Künstlern, auch internationalen Künstlern, halt riesige Fanclubs teilweise im Hintergrund sind und ein CRM-Manager macht genau das den ganzen Tag. Halt sich irgendwie mit der Community auseinandersetzen oder halt mit Fans kommunizieren, wenn das ein Künstler nicht macht, so. Der Künstler ist natürlich wichtigerweise halt mehr dafür zuständig, das zu machen. Aber für das gibt es sonst auch noch CRM-Abteilung. Dann gibt es noch andere Abteilungen, die genauso wichtig könnten sein. Zum einen ist das die Licensing-Abteilung, die Lizenzabteilung. Die kümmert sich um Lizenzen, die sie vergeben an Songs. Das heisst, wenn du jetzt bei einem Label würdest signen mit einem Song X, dann kümmert sich die Lizenzabteilung darum, dass dein Song vielleicht in Werbungen platziert wird,
in TV-Sendungen, einfach alles, was mit Lizenzierungen zu tun hat. Man nennt es im Englischen Synchronization Rights, aber alles, was mit Lizenzen zu tun hat. Wenn jetzt irgendwie ein grosser Hersteller kommt und sagt, hey, wir haben da eine neue bombastische Werbung, die wir machen, wir wollen diesen Song haben bitte dafür. Und dann müssen sie meistens zu einem Label gehen, wo der Song halt das Recht dazu haben. Und müssen halt für die Lizenz, im Idealfall, in den meisten Fällen halt zahlen. So. Und für das ist halt die Lizenzabteilung da. Dann, näher zusammen mit der Lizenzabteilung ist die Brandabteilung, die Brand Partnership Abteilung. Das sind die zu irgendeinem grossen Brand würden gehen und nachher eine grosse Kampagne irgendwie könnten an Land ziehen mit dem Künstler, der bei dem Label unter Vertrag ist. Halt die mit den Brands reden, interne Label-Leute, die mit Fashion Brands oder Autohersteller oder generell einfach anderen Brands zu haben, die irgendetwas mit Musik machen wollen. Genau. Und dann gibt's noch die Analytics und Legal Abteilung. Auch nicht zu unterschätzen, aber die spürt man da wieso nicht in der Schweiz, wenn man jetzt da Künstler wäre, der bei einem Label ist. Aber, ja, so die Analytics, das sind eher so ein bisschen Amis. Also in grösseren Ländern haben sie halt dort Analytiker meistens angestellt. Leute, die sich halt lieber lange Tage nur Zahlen anschauen und Statistiken. Julia ist auch noch da, sieh zu, ich wink der mal. Hallo, dass du noch dabei bist da. Wir reden über Labels heute, das Thema, einfach, dass ich es nochmal reinrede. Und haben uns jetzt ein bisschen die Abteilung angeschaut, aber für die jetzt da neu dazustossen, könnt ihr das natürlich nachher auf Instagram noch schauen, später. Aber ich rippe es auch, durch die Hilfe da vom IDM und tu es nachher auch noch später auf YouTube, die vollständige Sendung, dass ihr das noch schauen könnt. Wir haben es gerade davon, was es für Abteilungen noch gibt. Eben, da gibt's halt noch Royalties, Legal und Analytics Abteilungen, Statistiken, schreibt da der Tim. Statistiken, auch mittlerweile, genauso wie in anderen Branchen, ist das in der Musikbranche, auch sehr essentiell geworden, dass man immer mehr Analytiker da drinnen hat, die einfach eben Umsatzstatistik anschauen oder einfach schauen, wie verhalten sich halt Konsumenten, weil das halt viel auch mit Marketing zu tun hat. Oder halt, als Künstler kennt man das, wenn man jetzt einen Spotify for Artist oder einen Apple Music for Artist Analytics Account hat und sich dort die Zahlen anschaut. Und ihr müsst euch vorstellen, bei einem Label passiert das einfach auf einer viel tiefgründigeren Art noch. Weil von einem Künstler kann man ja nicht, erwartet man halt nicht, dass das riesen Analytics Cracks sind. Aber da gibt's halt, bei grösseren Labels, internationalen, gibt's halt dort Leute, die extra nur für das eingestellt werden. So. Genau, Legal-Leute, ja, sind meistens, da gibt's halt nicht mega viele Leute, die in der Rechtsabteilung arbeiten, in der Schweiz zumindest. Die sind dann meistens deutsche Rechtsabteilungen oder Leute, die da irgendwie extern angestellt werden. Aber ja, alles, was mit Musikrecht zu tun hat, muss ich da jetzt nicht irgendwie erzählen, ist ein riesen Thema. Zudem gibt's übrigens auch auf dem YouTube-Channel, Collab Podcast, wenn ihr könnt suchen, gibt's eine 1,5-stündige Folge zu Musikrecht, wenn euch das interessiert. Spannendes Thema, muss man auch dort mal reinschauen.